Einen wunderschönen guten Tag wünscht unseren Hörern der Kane, begleitet vom Mike. Servus und Habidere. Und vom Corby. Hola, Senoras und Senoritas. Zu unserer riesengroßen Monsterfolge über das diesjährige Hardline. Denn wir sind ja da immer äußerst fleißig, was Hardline-Output angeht, mit so Vorbereitung und dann noch Flow in die Volex und Tagesfolgen und Interviews und Posts und Filme schauen und 18.000 Bierdringer und am Ende jetzt noch ein riesengroßes Roundup zu den Geschehnissen aus 4 Tagen Hardline in Regensburg. Netzwerken hast du vergessen. Netzwerken, das ist bei 18.000 Bier inbegriffen. Das ist so nüchtern rede mit den ganzen komischen Kassettenhaften nicht. Aber du hast absolut recht, das ist praktisch das große Finale des Hardline. Das ist ja das, wo ihr dann immer darauf wartet. Am Abschlussabend denken sie sich schon, boah, leck, die werden wieder eine Folge rauszaubern, die Jungs. Ja, aber hallo, die sollte eigentlich jedes Jahr als Einleitung vom nächsten Hardline laufen. Oh, das ist eine gute Idee. Aha, aber da soll ja nur so viel geschmerzt werden. Außer wenn der Flo allein vorne 1,5 Stunden lange Intro macht. Stimmt, ja. Es hat nämlich kosten, dass Viva la Move Illusion viel zu viel schwafelt und deswegen keine Eröffnung mehr halten soll. Dann hat sich der Flo gedacht, ich zeige es. Und einmal hat er den Witz gemacht und ich habe gehofft, das war ein Witz, dass nachdem er schon diverse Leute vorgestellt hat, jetzt erst die richtige Rede losgeht und dann zirkt er das echt so durch. Außerdem hat er die Leute gesagt, sie sollen uns alle einschlagen. Ja, stimmt. Also Flo, dann kommentier mal bitte drunter, was das soll. Warum? Warum haben wir Schläge verdient? Naja, hör mal unsere Folgen, oder? Weißt du das? Ja, eigentlich schon. Und er hat auch gesagt, auf unserem Terrain schießt bei mir auf und auf seinem Terrain schießt er uns auf. Und mit Aufschießen meint er körperliche Gewalt. Also, super, toll. Irgendwann körperliche Flüssigkeiten, aber gut. Ist wieder ein anderes Milieu. Wie geht's denn eigentlich nach den 4 Tagen Hardline? Habt ihr es gut überstanden, Buben? Ja. Wir müssen übrigens an Seppe entschuldigen, dem ist was ganz, ganz dringend Persönliches jetzt bei der Aufnahme noch dazwischen gekommen, der war auch dabei. Und kurz mal Spoiler vorweg, Seppe fand alles cool außer dem Mur und dem Flo. Seppe mag das nicht, wenn ihm Schläge angedroht werden. Ja, der ist da sehr zart beseitigt, das stimmt. Ja, aber das verstehe ich ja. Ja. Pussies. Ja, Mike, wie hast du das Hardline überstanden? Gut, hat es passt. So viel getrunken wie diesmal habe ich noch nie und so spät ins Bett bin ich auch noch nie. So wenig geschlafen habe ich nachts noch nie, aber in die Filme der Firma so mehr. Das ist mir ein wenig aufgefallen. Bei Filmen wie The Girl with No Mouth, da habe ich mir ganz kurz die Augen zugemacht, auf einmal geht eine Schießerei los und dann bin ich ja so erschrocken, dass mir bald was in die Hosen eingestoßen war. So erschrocken bin ich. Ja, vor allem wenn du so biergeschädigten Darm hast, dann ist das vielleicht gefährlich. Ja, gefährlich. Na, aber so, das ist der übliche Tag dann danach, wo man dann erst wieder mal in die Realität zurückfinden muss. Weil man ja jetzt 4 Tage in der Twilight Zone war und jetzt auf einmal war wieder alles normal. Aber sonst alles super. Einwandfrei, alles überstanden. Ja. Und zuzelt an seiner Bierflaschen. Ich mache einfach da weiter, wo ich im Hardline aufgehört habe. Es war echt cool. Wir haben mal wieder richtig nette, geile Leute getroffen. Altbekannte. Die Filme waren oder sind immer besser geworden, sagen wir es mal so. Wir haben ja wieder richtige Perlen dabei, da reden wir ja gleich drüber. Und was mich am meisten überrascht hat, damit habe ich mir nicht gerechnet, dass der Kani durchweg immer wieder am Start war. Ja. Da wo man schon fest davon ausgegangen ist, der kommt ja eh nicht. Doch, am ersten Tag frühstücken, wer sitzt da? Der Kani. Nachdem er wohlgemerkt aber noch keine Sekunde die Augen zugemacht hat. Hey! Das war für einmal verspätetes Abendessen quasi. Diner war das, für mich war das ein Dinner. Ja. Oder dann Interviews. Wir sitzen schon in dem Raum und bereiten das vor. Wer kommt dann nur nachträglich? Da gar nicht. Nicht schlecht. Stark. Ohne mich hätte es die Interviews gar nicht so veröffentlichen können, wie es veröffentlicht worden sind. Ja, anders halt. Ja. Kreislig. Wobei man zeigt ja keinen von uns, oder? Diese Kamera ist ja nur auf den Gast gerichtet, also war es eh wurscht gewesen. Man sieht in einem Interview dein Knie. Oh, lecke. Ja. Oh, lecke. Squirt Alert. Ja, richtig.
Aber Kani, nachdem du ja uns so keck gefragt hast, wie hat's denn dir gefallen? Ja, wunderprächtig wie immer. Wunderprächtig wie immer. Also der Donnerstag auf Freitag war ein bisschen hart, weil wir waren dann doch noch länger fort. Und ich habe mir dann gedacht, das rentiert jetzt nicht mehr, dass man sich hier liegt, also machen wir gleich durch. Kurze Randnotiz, macht's es nicht. Das holt euch im Laufe des Nachmittags ziemlich extrem ein. Aber durch das habe ich zumindest am Freitag, ich glaube, das ist mein erster Freitag im Hardline gewesen, an dem ich keinen Tropfen Alkohol getrunken habe. Bin dann auch schön zackig ab ins Bett und habe dadurch dann Samstag für die Interviews parat stehen können. Sau gut. Also, das Glas ist halb voll, da ich sagen. Und ansonsten, ja, geil, auch die Band, vor allem das mal noch, das ist zwar immer so, das, wo ich sage, ich brauche das nicht, aber geil, dass es gibt und diesmal auch geil, 80er Hammy Trash, verzeihen wir auch noch später, und wie immer perfekt durchgeplant, das ganze Ding von vorn bis hinten, geile Gäste, geile Leute, geile Altbekannte, zauberhaftes Fest wie immer. Ja. Aber da die auch sagen, fangen wir doch gleich mal an, oder? Vor allem, ich darf lieber mehr Zeit bei den Perlen verwenden und bei denen, die vielleicht Perlen hätten werden können, da eher schneller drüber springen. Springen wir noch bis nächstes, Corby. Wenn wir schon bei Perlen sind, dann fangen wir gleich mit Freitag, dem ersten Film an. Das war die größte Perle des Films, des Film-Events, Festival-Events, wie? Was? Nicht? Freitag? Erst einmal der Donnerstag. Ja. Ach, stimmt mit Donnerstag. Er überspringt gleich mal einen Donnerstag, alles klar. Also, er kann ja vollkommen recht, es ging am Donnerstag los um 19 Uhr und zwar mit The Moor. Es ist Englisch, übersetzt auf Deutsch heißt es das Moor. Und da ist das volles Programm. Ja. Also, ja. Murig. Wir haben ja noch ein Medium mit dabei, oder zwei, die Leute durchs Moor führen und am Ende können wir nur so Found Footage. Das geht so wie mir mit den Jumpscares. Die Sketchups schauen am Bo vorbei. Szene mit dabei, die haben dann zumindest den Film nochmal schön abgerundet, aber prinzipiell war es größtenteils einfach eine Wanderung durch ein Moor. Ja, war jetzt auch nicht meins, muss ich sagen, das ganze Ding. Also ich habe da mit dem Penninger Stefan geredet und gesagt, das waren wunderschöne Beitel teilweise dabei. Aber wenn ich einmal eine wunderschöne Aufnahme vom Moor gemacht habe, dann reicht's. Aber wenn ich dann eine Viertelstunde lang Landschaftsaufnahmen vom Moor habe, dann ist das einfach zu viel Mooraufnahmen. Die Interviews dazwischen waren auch so meh. Ja, und es ist halt auch so, dass der Film 2 Stunden dauert, also 118 Minuten, Freunde. Den hätten wir eine halbe Stunde kürzer, weil dem einiges knackiger gewesen und hätten nicht wo so Längen drin gehabt. Also so fand ich den wirklich cool, auch von der Stimmung her und wie es da dieses England eingefangen haben und so ein bisschen diese Folk-Horror-Elemente drin und wie gesagt, dieses Ende fand ich auch sehr cool. Ja, war jetzt nicht, für mich jetzt nicht ganz so ja, was heißt Ärgernis, sie nicht, aber mir hat jetzt besser gefallen wie manche andere wahrscheinlich. Aber wie gesagt, ein bisschen kürzer und das Ding war runder. Ja, Ärgernis war es jetzt auch nicht, aber es war einfach nicht mehr Film. Man muss sich bei der Hälfte der Dialoge so seinen eigenen Teil denken. Also der Film hätte auch ganz gut Untertitel vertragen, auch wenn er auf Englisch war. Oh ja. Ja, der Dialekt war schon grob. Ja, da war ein junger Mann dabei, der hat, glaube ich, irgendwie sein eigenes Englisch erfunden und hat es halt dann da von sich gegeben. Der war grausam, der Kerl. Und danach gab es den Trash-Film im Hardline, das gibt es ja seit letztem Jahr. Dominik, wie Idioten sein Blog. Ja, genau. Merci. Und dieses Jahr war es Vampire Zombies, um Mike zu zitieren, Outer from Outer Space. Gescheißen, Corby. Gescheißen, du Wappler. Ja, genau. Das ist genau der richtige Dialekt für die Folge, wo ihr eigentlich das genaue Ohrhören kennt. Und zwar von Fright Nights. Da haben wir den Film ja schon sehen und besprechen dürfen. Deswegen war bei uns auch der Donnerstag so lang, weil wir halt dann gleich mal die Kinokneipe aufgesucht und belagert haben. Ausgeleert haben. War vielleicht nicht schlecht gewesen, wenn der Film gelaufen war, den wir noch nicht gesehen haben, dass wir da noch ein bisschen länger drin sitzen und dann gesagt hätten, nein, jetzt bin ich doch schon wieder, jetzt gehe ich heim, dann war es vielleicht nicht so eskaliert. Aber nächstes Jahr wissen wir es wieder besser. Ja. Nicht. Am nächsten Tag ging es dann um 13 Uhr weiter mit Abruptio. Mike, wie hat er denn dir gefallen, der Abruptio? Eher mittel.
Also vor dem Ganzen, von der Optik her und von die Einfälle war das schon cool. Wir haben es nämlich hier mit einem Puppenfilm zum Tor. Die sind quasi, jetzt weiß ich nicht, an Fäden wahnsinnig geführt. Die waren ja wirklich Menschen, die Masken aufgehört haben, so ungefähr. Und man hat sie dann laufen gesehen und so. Aber ich weiß nicht, durch diese Verfremdung, durch diese Masken, habe ich überhaupt keine Verbindung zu den Figuren aufstellen können. Und es wird zwar dann cool von der Geschichte her, weil das dann so Lynch-esque, wie wir schon gesagt haben, wird, dass man sich dann teilweise so gar nicht mehr auskennt, was wollen sie jetzt eigentlich vor allem, wo man dann, wenn dann das Ende und einsetzt und der Abspann kommt, wo du sagst, okay, um das ist eigentlich gegangen und Wolleck hat uns der jetzt da ganz schön viel Zeug verzeiht dazwischen. Wie gesagt, das ist ja spannungstechnisch, was er jetzt nicht so, ja, wie gesagt, ich kann das wertschätzen, dass der mit brutalen Aufwand gemacht worden ist und mit viel Liebe, auch mit den Masken und mit der Geschichte und mit den Effekten und hin und her. Leider hat mich das nicht so überzeugen können. Ist wie bei Animes, oder? Für die mit so Puppenfilmen. Das ist für Kinder. Das ist für Kinder. Das ist ein Zeichentrick, das ist ein Kasperltheater, das mögen wir nicht. Kasperltheater. Weil ja die Prämisse von dem Film schon ziemlich abgedreht ist. Ja, das ist schon abgedreht. Aber ja, es hangelt das sich dann von Abstrusität zu Abstrusität. Dann denkst du, was möchte denn jetzt der Film eigentlich von mir? Wie gesagt, am Schluss kommt ja dann die Erklärung, warum und so, und ist ja dann schlüssig. Aber wie gesagt, der Funke ist jetzt nicht übergesprungen, sagt man. Wie schaut's bei euch aus? Also ich fand ihn als Auftakt für den Freitag mit seinen 94 Minuten eigentlich schon ganz unterhaltsam. Vor allem, ich glaube, was da hervorsticht, ist eben genau dieser Puppenstil. Also ich habe das so noch nie woanders gesehen. Und ich glaube nicht, dass die ununterbrochen da drin waren, sondern wenn ja diese Nahaufnahmen waren von dem Gesicht. Ich glaube, das waren wahrscheinlich schon so Schaumstoffpuppen, wo halt dann Hände drin waren. Kann's auch. Aber wir werden es nie erfahren. Niemals. Und bei dem Film ist ja auch noch geworben worden, auch eben mit Robert Englund, Sid Haig und Jordan Peele. Da haben wir gedacht, ja, wo sind's denn? Aber ja, das waren nur Synchronsprecherrollen quasi. Ich habe einmal einen Sid Haig rausgehört, da bei diesem verrückten Typen mit den Batzelaugen. Aber wo der Robert Englund gewesen ist und der Jordan Peele, das habe ich leider nicht rausgefunden. Ah, okay. Ja, schau, da hat jemand sehr aufmerksam das Heftel gelesen. Ja, wir haben den Film ja angekündigt in unserer Ankündigungsfolge. Und da habe ich ja gesagt, ich bin gespannt, wo sein Sid Haig sein letzter Auftritt denn dann ist. Und da war es Synchronsprecherrolle gewesen. Ja, nein, ich habe jetzt gerade wegen Jordan Peele gemeint. Das habe ich so jetzt gar nicht am Schirm gehabt. Okay. Ja, Kade, ab wann warst denn dann du eigentlich wieder am Start? Und was hast du dann als erstes gesehen am Freitag? Was ist denn noch gelaufen? Ich habe immer ein schlechtes Zeitgefühl beim Hardline, wann wo es gelaufen ist. Ja, denk dran, was uns der Kai doch da präsentiert hat. Behemoth! Ja! Die Behemoth, unser deutscher Beitrag, den der Mike möglich gemacht hat. Yeah! Dankt's mir jetzt! Vom Kai Vielen Edmund Dank. Bogatzky. Das war... Ja, cool, Mike, dass es hingehört hat, dass du das in die Wege geleitet hast. Und auch schön, dass ihn der Flo dann mit ins Programm genommen hat. Und noch schöner auch, dass der Kai dann auch vor Ort war, weil der Kai eine absolut sympathische, coole Socke war. Und der Film war cool. Also für das, wo so ein Budget dabei gehabt hat, wie der Film ausschaut, wie der aufzickert ist, also mir hat der Film taugt, muss ich sagen. Ja. Schöne, am Ende vor allem noch ein paar schöne Splattereien und Evil Dead Anleihen. Das mengen wir. Unglaublich geiler Score, den fand ich überragend gut. Also mir hat Behemoth taugt. Voll. Absoluten Respekt an der Stelle, auch von mir. Ich kann mich bei dir eigentlich nur anschließen. Du hast eigentlich alles gesagt. Kai, super Typ. Film selber toll, wie du sagst, für das Budget. Und ich fand die Geschichte cool mit Sekten und so, da hat man mich allerweil gleich. Und wenn es dann so umgesetzt ist wie da, dann darf es gern weitergehen. Und der Kai hat uns ja auch schon verraten, dass sein neuer Film Obscure schon in den, na gut, auch Startlöcher noch nicht, aber in den letzten Zügen ist, dass er fertig wird. Und da freuen wir uns auf alle Fälle, wo es vom Kai Neues kommt. Und wenn wir alles richtig machen, dann wird der Kai demnächst bei uns einmal in der Folge mit dabei sein. Und dann stellen wir euch den Herrn nochmal vor. Und wir in der Zwischenzeit könnt ihr gerne bei YouTube einmal die Interviews anschauen, die wir mir mit den Regisseuren gemacht haben. Genau. Wir schneiden jetzt hier nämlich an der Stelle extra für euch, weil wir richtig cool sind, einen kurzen Ausschnitt aus dem Interview mit dem Kai rein. Und wie schon gesagt, oder wie es der Mike gerade gesagt hat, das ganze Interview könnt ihr euch dann Vollgas jetzt schon in YouTube reinziehen.
Ja, hallo, ich bin Kai Edmund Bogatzky. Ich bin Editor, Regisseur von diversen Independent-Filmproduktionen und habe jetzt mit The Behemoth meinen zweiten Spielfilm produziert. Und ich freue mich jetzt sehr, endlich mal nach langem Instagram-Austauschkontakt bei Viva la Movilution dabei zu sein. Richtig geinterviewt. Was ist denn auch Behemoth gekommen? Helft's mir. Ja, jetzt wird's spannend. Sayara ist dann gekommen, Junge. War das schon Sayara? Ja. Der Der Gewinner des Festivals, der Publikums-Award für den Film vom Cem Evrenol. Can. Ich werde es niemals richtig aussprechen können. Niemals. Chiki Chan, musst du sagen. Okay, ich probier's. Can. Genau, Ja. vom Can Evrenol, unser Director Spotlight. Und das war das erste Mal, dass der Director Spotlight dann auch noch gleich den Preis abgestaubt hat. Aber Sayara hat es auch vollumfänglich Vollgas verdient. Ein türkischer Film, der 98 Minuten dauert und wir ein wunderbares Rache-Epos-Märchen verfolgen dürfen über die Sayara, die ihre Schwester rächt. Ja. Aber wie? Das Aber wie? Aber Holla die Waldfeder ist auch dabei. Also mit der darf ich mich nicht anlegen. Ja, bitterer Film, bitter. Eine richtig gute Laune danach. Was für die ganze Familie war das. Was fürs Herz, hätte ich gesagt. Der Film ist was fürs Herz. Ja, wenn es aus dem Brustkorb herausliegt am Boden und schluckt. Genau, und sie zwei Waschbären drum streiten. Genau. So familienfreundlich war der. Leckt mich am Arsch. Ja. Du gehst raus, musst erstmal ein bisschen durchschnaufen nach dem Film, weil das ist schon, vor allem dann der Schluss, der ist schon gescheit bitter auch noch dazu. Ja. Und der kommt ja jetzt dann, der Sayara, in absehbarer Zeit von Indeed-Film im Mediabook raus, ungeschnitten. Ich hab dann einen André fragen müssen von Indeed-Film, der vor Ort war, wie es jetzt dann ausschaut mit der Freigabe, ob er schon was hat. Dann heißt ja, die Freigabe kriegt er wahrscheinlich nicht und der muss den Weg über Österreich gehen. Also die Art und Weise, wie der Film Gewalt zelebriert, habe ich mir fast gedacht, dass da keine deutsche Freigabe gibt, keinen also auf nicht einmal FSK Spio. 18 flatschen. Eventuell eine leichte Spio, aber ja, also mit der 18er Freigabe geht da nichts, Freunde. Ja, das schon war zu erwarten. Ja. Weil das letzte Drittel, da möchtest du schon richtig feiern, wie geil das Gewalt ist. Das setzt ja jede Art von Geschichten erzählen schon fast aus. Das ist ja dann wirklich nur eine Abrechnung. Und ich möchte an der Stelle fast behaupten, dass das mit dem Can Evrenol, nach dem Chet Archibald, der beste Director Spotlight war, den wir bis jetzt in 12 Jahren Hardline gehabt haben. Ja, unterschreibe. Ja, also ich kann noch nicht 12 Jahre mitreden, aber ein super sympathischer Kerl, der ja jeden Film, der da präsentiert wurde, mit einer Leidenschaft dann angekündigt und danach besprochen hat, dass man eigentlich danach nur Higiko und ihn in den Arm nehmen und sagen, boah, leck, bist du cool. Ja, hast du schön gemacht, Junge. Absolut geil auf, ja. Der hat Spaß gemacht, der Kerl. Cool, nicht vergessen, dass er in Zusammenarbeit mit Indeed eine Hardline-exklusive Saraya Limited Edition gegeben hat. Genau. Eine Amaray mit einer, auf wie viel Stück limitiert? 130 Stück? 150. 150. Coole Aktion, das finde ich geil. Ein bisschen so Gimmicks mit drinnen, der Autogrammkarten, da hat man so eine kleine unterschreiben lassen. Und es ist praktisch die erste Special Edition zum selber basteln. Genau. Weil ihr müsst euch heute den Film irgendwann kaufen und in diese Hülle rein tun, weil die Amaray erscheint heute noch ohne Film. Ja. Aber ist ja wurscht, stellt mir gerade ins Regal rein. Da muss ja kein Film drin sein. Das wäre ja krass gewesen, wenn jeder den Film auch noch geschenkt kriegt. Das war der Wahnsinn gewesen. Ja, kann schon mal machen. Ja. Wie cool der Can ist, das könnt ihr euch auf jeden Fall auch auf YouTube. Der Cem, der Can, der Can. Ja, richtig. Kommen wir jetzt alles durch. Mr. Evernoll, könnt ihr euch auf YouTube reinziehen. Da haben wir nämlich auch interviewt und der Kani hat sich hier vorhin schon selber gelobt. Der Kani hat ein hervorragendes, holpriges Englisch rausgehaut. Brutal. Respekt. Wie ein Native Speaker. Ja. Also das ist halt einfach einmal, ich bin halt einfach ein Master Speaker, wo es das so geht. Ja, das ist mein Master Language. Genau. Vom Speaking hier. Ja. Hello, I'm John Erinol, the Director Spotlight this year. I'm here with Bastian, Girl with No Mouth, and Sayara. And I'm giving my best to Viva la Movilusion. And I thought you guys were Spanish, but you're German. Wir haben
3 Regisseure interviewt und der dritte im Bunde, der kam nämlich dann direkt danach, unser Chad Archibald. Und der hat einen Film präsentiert, also wow. Da kann sich Conjuring eigentlich jetzt verstecken. Und natürlich Insidious. Insidious, ja. Also eigentlich der bessere Insidious ist dann gelaufen, und zwar It Feeds. Wir haben einen Chat auch, oder der Kani hat ihn auch interviewt. Hi, I'm Chad Archibald from Black Fawn. I'm here at the Hardline Film Festival with a new film called It Feeds. I'm excited to be here with the team from Viva, la Movilusion. Ja, Freunde, was sagt's dir? Also, ist das ein bisschen zu hoch gesponnen, was ich gesagt habe, oder ist das tatsächlich der bessere Insidious? Nein, was ist der bessere? Ich möchte fast behaupten, dass ja Insidious an sich auch kein schlechter Film war. Nur die Insidious-Filme sind ja von Sequel zu Sequel schlechter geworden. Und jetzt haben wir wieder mal so einen Film, der in die Richtung geht, der sich verschiedene Ebenen abspielt und eben auch mit einem ganz fiesen Dämon aufwarten kann, mit einer supergeilen Soundkulisse und wirklich hochwertigen Produktionsdesign, wo man sagt, okay, vielleicht ist das einmal eine Ablösung für das ausgelutschte Insidious-Franchise und vielleicht hat ja der Chat dann ein paar Ideen für das Sequel mit It Feeds, wer weiß. It Feeds again. It Feeds again. It Feeds, ja, richtig. Und ja, also von meiner Seite her vielleicht nicht besser wie Insidious, aber auf jeden Fall um einiges erfrischender und aggressiver als so eine Studioproduktion. Ja, und wenn man schaut, was für Budget das der hat und was für Budgets das diese anderen Filme hat, dann muss er sich auf alle Fälle nicht davor verstecken, was er aus dem gemacht hat. Und ich suche heute noch einen von meinen Hoden irgendwo in der Bauchhöhle, weil das manche Jumpscares dabei gehabt hat, dass wirklich so aufgeschossen sind, dass ich es bis jetzt noch nicht mehr gefunden habe. Ich habe ihm auch droht, dass er dafür Schläge kriegt, der liebe Chat, weil so geht nicht. Und ich fand auch vor allem die Idee mit dem Dämon oder diesem Wesen, das da drin, der da in der hockt, geil. Und wo sie da besser findet als bei Insidious ist die Art und Weise, wie sie in Kontakt treten damit. Weil bei Insidious haben wir diese Anderswelt über die Masken und das Zeug, und da fand ich diesen Übergang hier mit diesem, wie es ein Medium macht, das fand ich cooler als das mit der Maske bei Insidious. Da hat er die Nase vorn. Genau, vielleicht für alle, die sich gerade fragen, ja, und um was geht's in It Feeds? Es geht um die Cynthia Winstone, die eine Therapeutin ist, und die kann aber direkt in die Psyche ihrer Patienten eintauchen. Es passiert in dem Film gleich am Anfang was Schreckliches mit ihrer Tochter. Und um diesen schrecklichen Fall aufzuklären, kämpft sie da fleißig durch die Psychen durch und entdeckt ein Wesen. Ein hungriges Wesen. Das hervorragend geil mit Make-up zum Fürchten am Kani eben die Hoden in die Bauchhöhle schießen hat lassen. Nur mir jetzt wieder, oder wie? Und das war das cool zum Durchschrecken. Ja, bitte. Hat sich gar nichts bei gefällt. Mike kann ich ja auch verschissen, weil die seine Frau hat, die daheim in einer Schatulle. Das Eben. Eins hat mein Pap, eins hat meine Frau. Genau, und da spielen sie immer Ping-Pong. Weiß ich nicht, was die damit tun, ist mir egal. Ja, das haben sie mir verzeiht. Da lassen sie ab und zu mal ein, da kommt dann ein Haufen Leute zusammen und dann lachen sie recht und so. Der Rest ist mir wurscht. Nein, kannst du mir mitkommen, wenn sie es vielleicht kann ich mir +1 mitnehmen. Aber It Feeds ist ja bei Pandastorm. Hast du da schon was gehört von der Veröffentlichung? Ja, wir haben ja gefragt, du bist ja da sogar daneben gestanden, oder? Wo wir mit Nils geredet haben. Kinoveröffentlichung, ja schon. Der hat jetzt gemeint, dass im Herbst wahrscheinlich dann soweit sein wird mit einer Veröffentlichung im Mediabook. Ach, direkt im Mediabook. Kinoauswertung wollen wir haben. Schreib am Nils gleich nochmal, wenn ich im Kino laufe, dann fahren wir auf Berlin nochmal. Oder Hamburg, oder wo sind sie denn her? Ja, fahren wir auf Berlin, dann schauen wir mal, was dann sind. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Muss ich schlage in fragen. Berlin irgendjemand anderen über. Da sind sie so gewohnt, dass sie die Leute Potzen voll haben. Genau so schaut's aus. Nein, aber der Film ist eben, wie der Kabi schon sagt, ist verkauft an Pandastorm, da ist er in guten Händen. Da wisst man, es gibt eine schöne Synchro, ein schönes Mediabook, und da findet der Film dann hoffentlich sein Publikum. Ja, genau, und dann haben wir eben das Vergnügen gehabt mit Short and Hard 1, den ersten Short and Hard Block, und haben wir da ein Handvoll, jetzt pass auf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Filme haben wir gesehen. Ja, am Himmels Willen, so viel Zeug. Genau, und die waren wieder ein buntes Potpourri an Übernatürlichen, an Gesellschaftskritischem, an Kreativen, weil wir haben ja ganz viel so Animationsgeschichten mit Stop-Motion oder mit Knete gehabt, und war durch die Bank ein Erfolg. Es waren ein paar Sachen dabei, die wie immer bei so Blogs, ein paar Sachen dabei, die einem mehr ansprechen oder weniger, aber im Großen und Ganzen war das ein cooler Blog, finde ich. Was sagt's da ihr? Also ich muss auch sagen, war eine coole Mischung. Der vorletzte, der hat mir tatsächlich überhaupt nicht gefallen, weil der aber auch 20 Minuten lang war.
Und 20 Minuten ist für mich ein zu langer Kurzfilm. Ja, schon fast eine Serienepisode dann. Das ist schon fast ein Feature. Habt ihr jetzt einen Favorit, tatsächlich so einen Favoriten raussuchen, von denen jetzt, ihr habt es ja dabei, wo ihr sagt, das war jetzt euch einer? Mu. Also ich fand den ersten gleich richtig geil, den Live, Love, Love. Den fand ich cool, wegen der Auflösung zum Schluss. Und Mew oder Mu, der hat mich einmal lautstark zum Lachen gebracht. Weil du der kranke Typ bist. Was ein bisschen peinlich war, weil ich da anscheinend der Einzige war, der da gelacht hat. Ja, alle anderen haben gerade noch gestaunt und er hat gesagt, haha. Ja, bei dir? Ja, der Mu. Mu beste. Okay. Ich fand, der Führer kommt am besten. Der ist auch geil, ja. Der leider kommt. Und das ist, den fand ich mega. Also mit ein bisschen so Kannibalismus und mit Nazi abrechnen oder so, mit ausländerfeindlichen, fand ich ganz amüsant. War Belgier, Halt dein oder? Maul, Conny. Ich bin kein AfD-Wähler. Halt Ich dein Maul. hab gefragt, ob das ein Belgier war, du Potzer. Gut, okay, ich wollte nur nochmal präventiv aus Belgien 2024 gesagt. Okay, mehr wollte ich gar nicht wissen, der AfD-Fotze. Halt dein Maul. Es ist übrigens Wobei man sagen muss, also der Führer kommt mit auch 17 Minuten, aber das ist mir nicht annähernd so lang vorgekommen wie bei Lone Wolves. Ja, Lone Wolves war nicht so toll. Bei der Führer kommt, weil du gesagt hast, Kannibalismus, unfreiwilliger Kannibalismus. Das ist schon ein Unterschied. Ja, wie oft ist ein Kannibalismus schon freiwillig, außer in Rotenburg? Ja, Armin Maivis gefällt das. Ja, genau. Der feedet auch immer noch. Ja, und dann am Freitag sind wir natürlich alle brav ins Bett, weil wir am Samstag in der Früh wieder arbeiten haben müssen. Da gab es nämlich dann richtig fleißige Deutsche einfach. Richtig fleißige Deutsche. Genau. Da gab es dann die Interviews, die könnt ihr euch dieses Jahr tatsächlich alle nicht nur hören, sondern vor allem anschauen auf YouTube. Ist es nicht sogar das erste Mal, dass wir es wirklich schaffen, alle Interviews zu veröffentlichen? Ja. Richtig. Corby, ich bin so proud of you. Voll. Ich bin auf euch zwei sehr stolz. Ich mache jetzt einen Applaus für euch zwei. Weil ich Der euch ist super jetzt nur finde. für den Corby. Der ist nur für den Corby von Okay, mir. Corby, ich mache mit. Sehr schön. Ich möchte auch noch einen Lohn kriegen, dass ich da war. Gut. Also Samstag, nach unseren wirklich tollen Interviews und der tollen Organisation durch Magda, an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, haben wir mir den ersten Film Heresy leider verpasst, zugunsten von Nahrungsaufnahme, wo es im Hardline auch mal Not tut, wenn man die ganze Zeit im Kino sitzt. Da, auch wenn man nur sitzt, tut man trotzdem Kalorien verbrennen und muss mal was als sich einbauen. Aber aber es heißt ja, dass man beim Horrorfilm um die, ich glaube, 200 Kalorien verbrennt. Ja, das schauen wir an. Ich wollte gerade sagen, ich gehe aus einer Hardline jetzt mal mit einem Sixpack aus, wenn ich nicht so viel Halbien saufe. Genau, richtig. Aber wir waren um 13.30 Uhr pünktlich zur Podiumsdiskussion da. Und da ist sie wieder über die Aussichten des deutschen Genrefilms unterhalten worden mit den anwesenden Gästen, moderiert von unserem lieben der vom Florian, genau. Und ja, war schön. Also ich war dann überrascht, wie er auf einmal abmoderiert worden ist. Ich hätte dem Ganzen gerne noch länger zugehört. Weil die Leute, die da eben gesessen sind, sehr viel Perspektive in das Filmeschaffen in Deutschland gehabt haben. Und das fand ich schon sehr interessant. Nachtrag aus dem Schnittstudio. Ihr könnt euch die Podiumsdiskussion komplett auf YouTube anschauen. Das ist nämlich auf dem Hardline-Kanal hochgeladen worden. Und wir verlinken euch das Ganze in der Beschreibung. Daher, ihr kommt auch in den Genuss von dieser tollen Diskussion. Viel Spaß beim Rest von unserer Folge. Ja, wir haben die geführt, wir waren dabei, der Stefan, oder? Vom Weird Weekender. Genau, der Kai war dabei. Genau, die Gräfe Höft von Juna-Film. Mhm, genau. Und einer vom den deutschen Kurzfilm, den weiß ich jetzt aber leider nicht, wie der hergelassen hat. Da habe ich jetzt einen Namen auch noch mehr im Kopf. Weiß ich leider auch nicht, weil tatsächlich in dem zweiten Kurzfilmblock sehr, sehr viele Deutschland-Premieren drin waren. Also es war ein Regisseur vom Kurzfilm, oder wie? Es war von Neimsel Esel, da kann ich mich daran erinnern, weil er die ganze Zeit an dem Esel da rumgeritten ist. Ron, wo du wusstest. Tut mir leid, Ron. Der Ronald. Nehmen wir einen Won, wie bei Harry Potter.
Genau. Es war der Won. Danke Won für den Beitrag in der Podiumsdiskussion. Won hier, Potato für uns. Also ich stimme Mike auf jeden Fall zu. Mir ist die Stunde viel zu, es war Dreiviertelstunde, ist mir viel zu kurz vorgekommen. Also ich hätte da auch noch länger zu hören wollen und auch können. Aber wir haben ein straffes Programm. Es ging nämlich dann gleich weiter danach mit, wer weiß es? The Girl with No Mouth. Dem besseren Sweet Tooth. Yes. Muss ich wirklich sagen. Von der Thematik ähneln sie die zwei sehr. Wobei ich sagen muss, dass Girl with No Mouth ein bisschen mutiger ist in so manche Sachen. Es gibt ganz viele Szenen, wo man sagt, der Leck, das kann jetzt mit meinem Burmo schauen, der hätte jetzt einen Riesenspaß. Aber dann, wenn mit Kugelschreibern Augen ausgestochen werden, dann sagst du, okay, den schaut dann doch lieber allein. Also das ist wirklich ein Film eigentlich für die Jugend und hat aber dann ein paar so Gewaltspitzen drin, wo man sagt, okay, vielleicht wird man dann die spätere Generation da mal ein wenig einführen ins Genre, aber für die Kleinen ist da jetzt eher nix. Aber ich war begeistert. Er hat sich ja inspirieren lassen an diese alten Escape from New York Rip-Offs aus Italien und so, diese postapokalyptischen Schlockfilme. Und ich fand das toll. Also auch wie die Geschichte allein mit den deformierten Kindern, wie die zusammenhalten gegen diese Vereinigung, die sie jagt, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, toll. Also von hinten bis vorne ein toller Film mit Herzspannung und ganz viel Herzblut. Ich war begeistert. Wie heißt es? Doch, Goonies? Sag ich ja. Goonies. Goonies treffen auf Mad Max. So ist mir der Film vorgekommen. Ja. Es ist auf jeden Fall der zweite Film, den wir sehen durften vom Director Spotlight, also vom Mr. Avernoll. Ich traue mir jetzt seinen Vornamen nicht mehr auszusprechen. Chen, oder? Eine neue Version von seinem Namen war gut. Khan. Khan schon, ja? Der Zorn des Khan. Da schon, ja. Jawohl, ja. Und ja, das ist halt so, wie wenn halt der Regisseur von Baskin einen Kinderfilm macht. Ja, genau. Stimmt. Total verrückt. Genau. Ja. Und dann hat es Banausen, war's doch nicht gegangen zum Essen, oder? Essen. Schon wieder Essen, ja. Als er nicht gelangt hat. Nein. Auf alle Fälle war ich tapfer und hab mir den nächsten Film angeschaut, weil wir waren ja nicht zum Spaß da und nur zum Fressen die ganze Zeit. Dann habe ich Frei Wacker, den hab mir ich angeschaut, weil mir das Thema Folk Horror schon wieder sehr angesprochen hat. Und eine von den Damen, die auch in der Jury waren, die Aislinn Clark, hat bei dem Film Regie geführt, die war quasi vor Ort in der Jury und auch Regisseurin von diesem Frei Wacker. Und da geht's quasi drum, wir haben wieder in England und da geht's drum, dass eine Frau bei einer älteren Dame mitten am Arsch der Welt, die sich selber nicht mehr selber versorgen kann, die soll sie aufsuchen und soll sich um sie kümmern. Und dann stellt sie da ganz seltsame Sachen raus. Da geht's eben auch um fremdartige Riten und ja, Folklore vor Ort, wo man sagt, okay, wahrscheinlich ist jetzt halt, wenn man sich ein bisschen auskennt über die Mythologien, die es da so gibt, macht der Film noch mehr Sinn, weil der nämlich ganz viele offene Fragen lassen hat, die Regisseurin nach dem Film beim Q&A auch noch ins Licht rücken hat können. Aber es waren doch noch so viele Sachen dabei, wo ich gesagt habe, Oleg, ich möchte jetzt mit der Frau gerne einen Kaffee trinken, eine halbe Stunde und fragen, hey, was war das, was war das, was war das? Also ganz viel Symbolik drin, eine richtig coole Atmosphäre, eine ständige, permanente Bedrohung, wie bei Midsommar ein bisschen. Ja, also mir hat das sehr, sehr gut gefallen und war am Festival neben Behemoth, Sayara mein Highlight. Hat mir sehr gut gefallen. Ich glaube, der war ja dann auch bei der Top 5 mit drin, ja, oder? Der war dabei, ich glaube Platz 3, meine ich, war der. Ich glaube ja, dass der dritte war, ja. Ja. Also sehr, sehr, sehr großer Film. Es ist schade, dass da die menschlichen Bedürfnisse nach Futter überwiegt haben, weil ich hätte den tatsächlich sehr gern gesehen. Tja. Dafür war ich wieder am Start, als es dann sehr südkoreanisch wurde. Und zwar kam dann Devils. Und der Flo hat nämlich erklärt, dass der letztes Jahr eigentlich schon hätte laufen sollen. Der war auch schon bestellt. Und dann hat er aber sich dafür entschieden, lieber Wild Nature spielen zu lassen, weil er sie jetzt praktisch ein Jahr lang da rumgeplagt hat und sie gedacht hat, oh Gott, ich kann die armen Südkoreaner doch da nicht hängen lassen, bringe ich das eben dann dieses Jahr eben bei Primetime um 20.30 Uhr ins Hardline und ich war sehr gut unterhalten. Ich habe Spaß gehabt, es war ein Thriller, es ging um Polizisten, die einen Serienmörder jagen
und wo es dann einen Buddy-Switch gab und mehrere Twists. Okay. Ja, cooles Ding. Vor allem fand ich auch den Schauspieler, der den Serienkiller gespielt hat, den fand ich überragend gut. Der hat nämlich ja dann mehr oder weniger 2 Rollen gespielt und er hat beides unglaublich glaubhaft rübergebracht. Das hat mir sehr stark gefallen. Ich fand was ich richtig geil fand, war das Intro mit den ganzen Neonfarben und dem geilen Sound dazu und diese gestörten Aufnahmen, wenn es da an den Leichen rumschnippeln. Also mir hat der auch sehr gut gefallen. Der war gut, dass den der Flo sich dann für dieses Jahr doch auch nochmal geholt hat. Ja. Ich sag jetzt an der Stelle gar nichts. Wie viel davor hast du verschlafen? 3/4. Naja. Nur ein Anfangsding und ein Schluss. Ja, weil mir nie ein paar wegfällt, Schwanz. Da sitzt der Kobi schon da, dann grinst du wieder um 5 so blöd. Jetzt hast du aber einen Twist verpasst. Ja, aber weck mich dann auf, du Schwanz. Die Trottel kann man aus mir aufwecken. 2 Minuten drauf fängst du wieder da und das hat Nicht einer hat mich angetupft. Doch! Ich hab die 3-mal angekrempelt, jetzt, wenn du zum Schnarchen angefangen hast. Das hört auf, ich schnarch doch nicht. Freilich schnurkst, das ganze Kino aber digiert. Keiner weckt mich auf. Die lassen mich sitzen und dann lachen sie, weil wir machen Fotos. Also, Entschuldigung, ich konzentriere mich auf den Film und nicht die ganze Zeit auf meinen Sitzmann. Du konzentrierst dich doch nicht. Um Himmels Willen. Ja, also danke für nichts an der Stelle. Und vielleicht kommt der Film mal irgendwo raus, dann schaue ich mir nochmal an. Ich weiß, wenn du einfach mal nicht schlafst. Ja, lass es wieder mal bei Zeiten ins Bett gehen, weil das später ins Bett rumpelt, das frühere Aufstehen, das macht es wieder total kaputt. Richtig, genau das war unser Motto, als wir gesagt haben, Short and Hard 2 wird jetzt angeschaut. Mut zur Lücke, haben wir gesagt. Nein, da war wirklich Netzwerk angesagt, weil da haben wir wieder wegen so beieinander gesessen und jeder wollte wegen von dem anderen ein bisschen was wissen. Dann haben wir gesagt, ja, okay, zugunsten des Hardline-Teams, also unseres Inner Circle, lassen wir jetzt den sausen und müssen wir ein bisschen die Kinokneipe unterstützen. Was uns eigentlich so selten passiert, gell, Corby? Normal sitzt man da schon drin. Uns beiden schon, ja. An der Stelle soll vielleicht erwähnt werden, dass dieses Jahr sehr, sehr viele unserer Podcast-Kollegen da waren. Altbekannte, der Trash-Taucher war da, die Filmfressen waren da, der Manu und der Peter. Dann, der Kani hat ihn vorhin schon genannt, ein Stefan vom Weird Weekender, ein Stefan Schimek. Dann unsere Freunde vom Schiffers. Genau, vom Schiffers. Nikolas, Lukas und der Pascal. Ja. Und irgendwie ist an dem Abend hat wirklich sich jeder vorgenommen, bis zum Ende in der Kinokneipe zu sitzen, scheinbar. Oh ja. Also Grüße nochmal an alle, die da waren. Es war uns wieder ein Fest. Schön war's mit euch. Wie Potato you all. Auf jeden Fall. Es ist beängstigend oft dieses Jahr über einen Anime gesprochen worden, gell, Mike? Ja. Susume, glaube ich, war das, oder? Wo die letzten Jahre über einen bestimmten Mann geredet worden ist das ja ganz viel über Orazaki-Dachi geredet worden. Und ja, er ist einfach immer wieder gekommen. Also das Thema ist einmal angefangen worden und war herzlich gelacht. Ja. Und bis schaust dann schon wieder Vergleiche gekommen. Und ach ja, Corby, kennst du den noch? Weißt du das noch? Ja. Und dann ist der nächste gekommen und hat gesagt, hey Leute, servus, schön, dass Mike gesagt habt, Kids ist Orazaki-Dachi. Und dann haben wir gesagt, wir haben gerade drüber geredet, sitzt die her, du bist der beste Mo. Ja, hey, gehen wir morgen zum Griechen zum Essen, ich hätte Lust auf einen Oktopus-Salat. Oktopus mit Tentakeln wie bei Orazaki-Dachi. Ja. Du hast immer nichts mehr aus der reden können. Also, sobald irgendwas Längliches im Spiel war, ist dieser Film erwähnt worden. Ja, richtig. Also wer darüber gerne noch ein bisschen was erfahren möchte und warum das bei mir so lustig ist, der kann sich unsere Weird Weekender-Folge von 2024 hören. Viel Spaß. Genau, die macht Spaß. Zauberhaft war das, ja. Viel Spaß hatten wir dann am Sonntag um 13 Uhr bei Sutorn. Erst einmal an der Stelle noch, wir waren ja vorher noch bei diesem Frühstück, das Vereinsfrühstück vor dem Film, und an der Stelle auch wieder danke für die Organisation. Ist jetzt mal sehr gemütlich da draußen, seitdem das eingeführt worden ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist das schon immer eingeführt, aber wir werden erst seit ein paar Jahren eingeladen. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist da immer schön, da sitzen dann alle da. Und schön war's wieder. Und dann musste ich direkt dann um 13 Uhr bei strahlenden Sonnenschein wieder ins Kino sitzen. Bumm. Zu Sutorn. Sutorn, hast recht, Mike, der kam da. Und es ging um die junge Schneiderin Barbara, die vor allem mit Nadel und Faden sehr begabt ist. Wir haben da einen ziemlich coolen Film gesehen, also so ein Element gefällt mir immer, wo man praktisch an einem bestimmten Moment die verschiedenen Wege sie anschauen kann. Was wäre, wenn? Und das finde ich immer ganz toll. Und sie hat das sehr toll immer gelöst, wie sie da mit Nadel und Faden einer Kriminaltat auf der Spur war. Oder wie sie eine Kriminaltat auslöst mit Nadel und Faden. Ja. War sehr konstruiert.
Das war Ja, das das Einzige, schon. wo ich sage, es war wirklich sehr konstruiert. Weil wenn jemand auf der am Stoß eine Waffe zum Lingen hat und dann nestelt die da rum mit Nadel und Faden, das kriegt er auf jeden Fall mit. Aber um das geht es in dem Film gar nicht. Der möchte visuell überzeugen, der möchte eine coole Geschichte erzählen. Und mein Gott, das spinnt sich halt auch durch eben selber sich im Kopf durch. Und ich fand es dann sehr schlüssig mit einem sehr schönen, befriedigenden Ende. Und war wirklich ein ganz schöner Film. Ja, der Stil war vor allem schon sehr besonders und ich glaube, der Regisseur, der Freddie McDonald, der hat da auf jeden Fall eine tolle Karriere vor sich. Und ja, ich habe auch Spaß gehabt. War das sein Erstlingswerk? Das weiß ich nicht. Das hat es auch mal irgendwo geheißen, aber ich habe mir es nicht gemerkt. Auf jeden Fall ist der so krass stilsicher, dass du echt sagst, ja wow, wenn da noch was kommt, das nächste, oder vielleicht wenn der wirklich einmal weniger Kohle in der Hand hätte oder so, dann wächst der in den Himmel auf, darf man bei uns sagen. Spielfilmdebüt. Also Wahnsinn. Das ist krass. Okay. ja. Das ist wirklich krass, ja. Respekt. Genau. Und dann haben wir einen coolen Film gesehen, den seltsamerweise einige im Publikum noch nicht gesehen haben. Also es haben sie wirklich im Ganzen, weiß ich nicht, 10 Leute gemeldet, die den schon gesehen haben, der Rest nicht. Ganz bizarr Ja, gewesen. wo wart's denn jetzt die letzten 10 Jahre? Was ist denn los mit euch? Das Krippen. Aber dann ist quasi der letzte Film vom Jen Avernoll gelaufen, Baskin. Ich habe den jetzt direkt vorm Hardline hab ich mir nochmal angeschaut, aber nicht zu fleißig. Ich wollte den einfach wieder mal sehen. Und dann, eine Woche später, kommt dann die Ankündigung vom Hardline, okay, wir spielen Baskin, weil Director Spotlight. Ja, okay, denke ich mir, macht nichts. Geiler Film, kann man sich im Kino auch geben. Und im Kino wirkt der natürlich dann nochmal ganz anders. Und ist ein sehr ungemütlicher Film mit viel Blut und Obszönitäten und ein paar Arschlöcher, die genau das kriegen, was verdienen. Ja, Dantes Inferno, sage ich nur. Bam. Yeah. Sehr geiles Ding. Also ich hab's Gott sei Dank, ich habe nämlich bei Skin auch schon länger wieder mal auf der Liste gehabt zum Schauen. Ich hab's Gott sei Dank erfahren, bevor ich ihn angeschaut habe, dass er im Hardline läuft, und hat mir dann gesagt, na, den lässt jetzt nicht liegen und schaust dann erst wieder auf der Leinwand, und es war so, als da ich den Film zum ersten Mal wieder sehen. Ich hab mir an fast nichts mehr erinnern können. Und deswegen hat der wieder Vollgas funktioniert. Richtig geiles Ding, schön Bass, eklig, Mingma. Also bei Skin, also alle 3 Filme von dem hervorragend. Ja. Ja, mir geht es genauso wie in Kani. Mir kam es also vor, als hätte ich die noch nie gesehen. Weil du noch nie gesehen hast, oder? Weil ich noch nie gesehen habe. Aber ich war wirklich geflasht. Also ich hab bis zur Hälfte vom Film gar nicht gewusst, in was für Richtung das dann noch geht. Und ich hätte nur eine Stunde mehr haben können. Also Wahnsinn. Ja, er hält dann sehr abrupt auf, gell? Und der ist ja nicht lang. Ich glaube, das haben dann wirklich auch gerade um die 80 Minuten oder 85 Minuten. 97 Minuten. 97, wohl leck. Sehr Aber schön. die vergehen halt dann auf einmal wie im Flug. Ja, cool. Sehr schön. Ja, auf jeden Fall der Jan Avernoll, ein sehr, sehr, sehr sympathischer Typ. Auch ein richtig geiles Meisterwerk mit Paskin da abgeliefert. Nicht schlecht. Nicht Hast schlecht. du den Housewife vor ihm gesehen? Nein, hab ich noch den nicht, gibt es meine nirgends wirklich. Ich glaube, wenn, dann müsstest du noch importieren, aber bei uns meine gibt es den nicht. Weil er hat Vielleicht- ja praktisch 4 Filme, oder? Dann jetzt so Ja. mit den Housewife noch. Genau. Aha. Ich schreibe nochmal Genau. an, vielleicht gibt er uns einen Link. Ja, macht's jetzt, weil ich seid ja schon wieder Braus. Ja, voll. Er und Schreibst ich du nicht jetzt auch noch vor. wieder Bre. Du und ich und meine Mama. Genau. Und dann ist weitergegangen. Umbaupause. Abschlussabend war dann angesagt. Erster letzten Anti- Kriechen. Kiwi. Anti-Peewee. Achso, Anti? Achso, ich hab gedacht, Ich hab schon alles gehört in dem Festel. Also ich glaube, dass alles richtig ist. Cthulhu vertagen, haben sie gesagt, und haben einen Trash gespielt ohne Ende mit Lovecraftischen Texten und alle haben es dabei gehabt über den John Carpenter, über sie lieben, und über den Conan haben sie mitgesungen, weil das die guten Sachen sind, hat der Sänger gesagt. Hab ich mich recht hat er, amüsiert. Der hat recht, ja, der mag das so richtig kriebig. Das ist schön und gewesen. der Sound war cool, abwechslungsreich, schnell, langsam, kein Gewecke dazwischen, nur Geschrei und Gaudi. War Geil. eine der besten Bands, die ich bis jetzt im Hardline gesehen habe, neben dem Heike im 666. Und ich glaube, ich habe es zwar nicht gesehen, aber die Dolls, wie haben sie geheißen? Doll Circus. Doll Circus, die habe ich leider verpasst, aber ich glaube, dass die auch anders gerockt haben. Die waren auch gut, aber ich muss sagen, Anti-Peewee war bis jetzt für mich die beste Band. Also das ist ja genau mein Mucke, dieser geile 80er Trash-Hammel, das Ja. Mingma. Da haben sie mich genau richtig erwischt, und ja, gut, geil, Cthulhu, Ja. Bombe. Voll. Ich frage jetzt an den Flo mal, ob er Sucking Leech nimmt. Sucking Leech warten auch da vom Guy. Die vielleicht mag Ja, er's. oder Ding,
Ding war doch auch, ich hab's immer mit Bloodsucking Zombies from Outer Space. Die hatten doch da gut reinpassen. Die sind zu teuer. Aber ihr Ja, macht da das wieder ist was das einzige Lokales. Ja. Also ja, dann wird's Zeit für Death Receipt. Mich fragt zwar keiner, ich sag's einfach nur, ich höre jetzt schon die ganze Woche. Bobby, was sagst du zu der Band? Ja, ich höre schon die ganze Woche über Spotify. Ich Echt? muss sagen, da habe ich eine neue Lieblingsband gewonnen. Wow. Magst du so dreckig, ha? So gar nicht. Anscheinend ist es so. Deswegen hast du da den Sitz ausgerissen und für dich geschmissen, gell? Ach so, Entschuldigung. Circleband! Du Sau! Aber da ist mir das noch schwerer gefallen, so eine Musik im Sitzen zum Anhören. Das ist krass, Das ist eine gell? richtige Herausforderung. Da mag ich wegen zusammentanzen. Ja. Aber nie! Keiner tanzt, keiner lässt sich Stage steifen über die Seats. Frechheit. Tja. Und nach der ganzen Gaudi war dann der Abschluss mit der Siegerehrung. Und da haben wir dann alles rausgekriegt, wer Publikumsaward, wer den Melier Award kriegt. Das müsst ihr mit ihr sagen, ich weiß nicht mehr. Also Sayara hat diesen Publikumspreis gekriegt. Den Melier Award hat der Elevation, Elevation. Elevation gekriegt. Elevation. Genau. Und was wird noch verliehen? Himmelherrschaftszeit. Ach, der beste Kurzfilm, der Knetfilm. Cosmic Crash. Genau. Cosmic Crash. Genau. Ja, war ein cooler Abschlussabend, weil der Adam ist leider ausgefallen und dann hat der Manu einspringen müssen und hat Englisch gedolmetscht. Ja, war wieder sehr amüsant. Schöner Abschluss. Jetzt sei nicht so bescheiden. Dieses Jahr hat's der Flo endlich mal richtig gemacht und hat einen Mike auf die Bühne geholt, damit man endlich mal über das Wichtigste von dem Preis redet, und zwar den Holzsockel. Das Wichtigste vom ganzen Festival. Und der Mike ist Das vorgestanden, stimmt, der Flo hat ihm das Mikro in die Hand gedrückt und ist von der Bühne runter. Das war so krass. Ich habe jetzt das gar nicht gehört, weil die Leute dann geschrien haben und dann hat es geheißen, ja, ist ja runtergekommen. Und ich dachte, oh Gott, was möchte er denn jetzt von mir? Und dann habe ich tatsächlich noch über den Holzsockel was erzählen müssen. Unfassbar. Ja, aber war echt cool. Ohne Vorwarnung. Aber dafür gleich so auf Borisch herbeit, dass der Manu überhaupt nicht mehr übersetzen nachgekommen ist. Ja, der muss jetzt ein wenig üben. Vielleicht auch mal ein paar Folgen von uns hören. Das stimmt. Und dann haut's hin mit dem Schnacken nächstes Jahr. Das stimmt. Genau. Aber der hat das grandios gut gemacht. Für das, dass der das ja erst kurz vorher erfahren hat. Also zum einen Respekt, dass er sich dann auch getraut hat, das so zu machen, und sehr so solide, bei der Flo sie nicht an kurze Sätze hält. Niemals, sagt er. Das stimmt, ab und zu musst du auf einmal so eine 5-Minuten-Geschichte aus dem Kopf aus übersetzen. Aber das Schöne war ja, dass der Flo oft nicht gewusst hat, ob er jetzt Deutsch oder Englisch reden muss. Ja, sehr amüsant. Es war genau richtig. Es war wieder sehr witzig. Es war sehr amüsant, und was schön war, sie sind dann mit der Magda noch zusätzlich auf der Bühne gestanden und haben Standing Ovations bekommen. Wow. Das fand ich toll, weil es war wieder mal ein sehr, sehr, sehr gelungenes Hardline. Auf jeden Fall. Auch schön, dass man gesehen hat, dass der Flo Lehrer-Vibes von der Heim aus mitgenommen hat, weil wenn da in der ersten Reihe einer sitzt und die ganze Zeit ratscht, dann lässt er mal einen Lehrer raushängen. Das fand ich auch schön. Ja, hat's gestaubt. Was soll ich sagen? Was? Geil. Fand ich schön von dir, Flo. Du warst ein guter Lehrer. Ja, und dann kam der letzte Film. Da wir in den letzten 2 Reihen gesessen sind, haben der Mike und der Kani irgendwann ab der Hälfte gesagt, Leute, wir zerfließen, wir gehen. Das war krass. Und mir hat so geärgert, weil mir der Film, mir hat der so gefallen, diese Hälften, aber ich war wirklich fast an einem Hitzeschlag da hinten gestorben. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, ich habe dann einfach raus müssen. Aber ich musste den Film unbedingt noch sehen, weil das ist genau mein wieder. Escape from the 21st Century. Yes, alright. From Yang Lee, eine chinesische Produktion. Da habe ich mir dann auch echt gedacht, wie oft habe ich denn eigentlich schon mal einen Film aus China gesehen? Und nicht so oft. Und das hat mich ganz voll an einen Anime erinnert. Und zwar einen richtig abgedrehten Anime. Aber es war ein Realfilm und so geile Effekte, so einen schrägen Humor drin gehabt, wo es praktisch um 3 Freunde ging aus 1999, die in einer Parallelwelt leben, die durch einen Unfall, durch Niesen, sich 20 Jahre in die Zukunft teleportieren können. Und dadurch entsteht eine ziemlich abgedrehte, aber sehr, sehr unterhaltsame Geschichte.
ich will den auch unbedingt nochmal sehen. Die Prämisse, das hört sich irgendwie so noch lustig an, aber der Film ist eigentlich null lustig. Der ist eigentlich total bierernst, oder? Also, wenn einer mit Niesen, also ich fand den schon ernst. Ach so, ja, gut, du hast aber auch die halben Film, den du gesehen hast, hast du zur Hälfte verschlafen. Kani, wart, ich will jetzt hören, warum. Ja, weil der Film, der ist ja nur um Drama gegangen und ums Kämpfen und um Verlust und hin und her. Ja, und die Prämisse, dass man da verzählt durch Niesen für dann die Zeitreisen, ja, da meint man ja, man hat es mit der Komödie zum da, aber lustig war der eigentlich nicht. Fand ihr den lustig? Habt ihr da gelacht? Der Mike ist bei der Hälfte ausgegangen, weil er geschwitzt hat wie ein Saubermetzger und in der anderen Hälfte, wo er da war, hat er die Hälfte verschlafen. Also der Mike hat vielleicht irgendwie ernste Sachen geträumt, die er dann in den Film gesponnen hat. Mir hat der ein wenig so erinnert an diesen Everything, Everywhere, All at Once. Nein. Und mit dem habe ich auch schon nichts anfangen können. Nein. Jo. Also, ich weiß, was du meinst. Es geht ein bisschen in die Richtung, aber das war jetzt kein Drama. Das hat jetzt schon einfach nur Spaß gemacht. Okay. Na gut, Ja, wenn du also das schon, man sagst. muss schon dazu sagen, also ich sag, als Anime-Fan da kommst du normal auf alle Fälle auf deine Kosten bei dem Film, aber er kann schon auch überfordern, weil ich von ganz viel gehört habe, einer ist der Film einfach zu hektisch und zu viel, sie kommen mit dem überhaupt nicht klar. Das stellt sich, glaube ich, so in der ersten Viertelstunde weiß man schon, weil das, was der Film am Anfang zelebriert, das zirkt er durch bis zum Ende. Und wenn dir die erste Viertelstunde schon zu viel ist, dann brauchst du den Film gar nicht fertig anschauen, weil dann kriegst du einen epileptischen. Aber für mich ist das genau richtig. Und er hat ja Effekte technisch hat er so ziemlich alles eingebaut, was auf der Welt gerade an Effekte möglich ist. Da hat gesagt, welche Effekte möchtest. Und der Regisseur hat gesagt, ob das irgendwas eingezeichnet ist, ob das was animiert ist, ob das Handeffekt, keine Ahnung. Also wirklich alles, was er sich vorstellen kann, ist da drinnen. Das ist irre, was der für ein Feuerwerk abschießt. Ich fand's super. War ein ganz toller Abschluss. Und ich, wie schon gesagt, will den auch unbedingt wiedersehen. Okay. Das Drama, das Bierernste. Schön. Ja, Leute, das war das Hardline 2025. Ja, gut ist gewesen. Wie immer, schönes Ding. Ich vermisse die Leute jetzt schon wieder alle. Wir freuen uns aufs nächste Jahr, wenn wir dann hoffentlich wieder Medienpartner sind. Dann auch mit Handtuch vielleicht. Vielleicht kriegen wir dann auch ein Handtuch. Vielleicht denkt jemand an uns. Nicht nur zum Schweißabwischen, sondern dass wir nicht die ganze Zeit, wisst ihr, Handtuch war cool. Ja, schon, Mike. echt. Mich auch mal so ein scheiß Handtuch haben. Wollen wir jetzt wirklich nur diese Büchse der Pandora öffnen? Na, dann lassen wir es. Nein, Nein, dann alle schon noch eine. Ich habe von jedem Jahr ein Handtuch. Jede Farbe. Ich brauche das diesjährige Jahr noch. Also wer sein Handtuch abgeben möchte, bitte zu mir. Ich bin ein Handtuchsammler. Und ich möchte auch typisch deutsch mit meinem Handtuch an Sitz. Franzi hat es einfach im Hotel liegen lassen. Ich schluck die Franzi, das hätt's mir geben können. Und ich Das war Spaß. möchte auch richtig deutsch meine Stühle mit dem Handtuch reservieren können. Wahnsinn. Ich meine, ich bin, da gehst du rein, der heißt so, ja, nur die Leute mit der Dauerkarte, mit dem blauen Handtuch, das darf man reservieren und da ist irgendwie 98% blaues Handtuch, das, vor allem blau, das hat ausgeschaut wie ein AfD-Parteitag da drinnen. Ich hab gemeint, was ist denn jetzt los? Der Mike hat sich voll wohl gefühlt und ich hab gerade noch gesucht, wo ich irgendwie einen Platz krieg. Ein Detail haben wir ganz vergessen, da haben wir bisher einmal drüber geredet. Was habt ihr denn zum Essen gesagt? Ha? Ach, zum Catering. Ja. Das mit da als Wirt geheißen, wie hat er geheißen, der diesjährige, weil Weg Amy wollte ja dieses Mal als Gast teilnehmen, die hat nicht gecatert. Soul Kitchen. War sehr gut, muss ich sagen. Ja. Ich fand nur die Portionen ein bisschen zu klar für die Preise, muss ich sagen, aber ansonsten aber geschmacklich war es hervorragend. Du, dieses Ringsburg. Kannst froh sein, dass du für 8 Euro überhaupt was kriegst. Okay. Ja, also ich fand den Falafel-Rap hervorragend, rein von der Masse her. Ich war sehr zufrieden. Ich habe dieses Sim Carne gehabt, der hat zwar jetzt geschmacklich mit dem Chili nicht weit zum Tag gehabt, aber war eher so ein Gemüseeintopf, finde ich, aber war gut. Auf jeden Fall. Du hast dir ein bisschen Hackfleisch untergerührt. Ja, da haben sie nicht hingeschaut und habe ich mal ein bisschen Mu reingeschüttet. Ja, ich habe vorher schon zum Edeka zum Metzger reingekrumpelt und hat so abbackelt. Gut und günstig Hackfleisch hat er noch geholt. Qualität wollte er haben. Wenn ich einkaufe fürs Hardline, nehme ich grundsätzlich ein Backel Hackfleisch mit, weil irgendwo braucht er so wei. Geil. Ja, ansonsten sollte man unbedingt nur erwähnen, dieses Jahr war es zu 98,8% ausgebucht, also ausverkauft, das reguläre Hardline. Zusätzlich gab es dieses Jahr hinten in der Kinokneipe auch noch eine VR-Corner, wo auch 3 Filme liefen, die wir aber leider aufgrund von unserem sehr streng zusammengepackten Festivalplan
nicht sehen konnten. Ja, Und ist uns doch Lüge, dann ich hab ihn eingefallen, gesehen. Echt? Ich hab ihn gesehen. Ja, Ich hab ihn verzeih. angeschaut, ja, bitte. jetzt weiß ich mal wieder, kannst irgendwas mit Strange Mind oder irgendwas mit Mind, bla bla bla. Das war der kürzeste, den habe ich schnell mal einzwicken können, bevor wir weiter müssen. Und das sehr geile Idee. Hoffe, dass es nächstes Jahr auch wieder gibt. Und Strands of Mind. Strands of Mind, genau so hat er geheißen. Es ist ziemlich cool, du kannst, es ist halt wirklich so komplette 360 Grad Fläche, die du anschauen kannst, oben, unten, überall. Du musst da bei manchen Szenen wechseln, musst dann auch kurz mehr dumm schauen und dem Sucher, wo es jetzt weitergeht. Das ist wie so Rail-Shooter, du bewegst dich halt automatisch. Ansonsten musst du nichts tun, außer schauen und staunen. Fand ich cool und schade, dass ich die anderen nicht mehr geschafft habe, aber deswegen hoffe ich auf nächstes Jahr, dass es wieder gibt, weil da hätte ich schon wieder Bock drauf. Ja, cool, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Was kriegst du verzeiht? Gut, Conny. Das war nur am letzten Tag noch schnell. Das ist dann schon, vor dem Essen, bin schon aufs Klo gegangen, dann hat es geheißen, wir müssen noch warten, aber doch passt, die 10 Minuten, die wir gewiss warten, die nehme ich schnell noch her für so eine VR-Session. Sehr gut. Haben sie mitten unter dem Film gesagt, hey, lassen Sie Hosen noch. Der kann da, was machen Sie da? Hey, das tue ich immer so, wenn ich VR spiele. Ja, cool. Und schon wieder mal ein Hausverbot gekriegt. Aber ja, da muss man dazu sagen, also das Hardline übertrifft sie gefühlt jedes Jahr immer mehr und jetzt auch mit der VR Corner ein zusätzliches Programm, wo du die eigentlich nie langweilst. Und deswegen, Flo, wenn du das hörst, nimm es uns halt dann nicht übel, dass wir ab und zu einmal mit Leid sprechen wollen vor 1 Uhr in der Früh. Ja, das hilft leider nicht, Flo. Der Florian, da kommen wir nicht aus, oder wie der Mike sagt, der Frolian. Aber ab und zu war es schön, wenn man sich mit den Leuten unterhält und du uns nicht mit der Peitschen durch das Festival durchtreibst. Was auch ein Highlight war, was es das erste Mal gegeben hat, dass ja bei der Auszählung der Publikumsstimmen Platz 1 und Platz 2 genau punktgleich waren. Bis auf 2 Kommastellen, dass sie dieses Mal dank des Geistesblitzes von der Magda auf 3 Kommastellen erweitern haben müssen, damit sie dann Saraya ganz knapp um 0,003 Punkte vor It Feeds hat setzen können. Spannend, ja. Geil. Crazy. Sagt mal, was das ja für Kaliber in den Top 3 waren, wenn sie die so um die Führung streiten müssen. Das stimmt, ja. Schön war's. Sehr schön. Am schönsten für mich war es natürlich, dass ich wieder mit euch beiden ein paar Tage verbringen durfte. Und natürlich, ich weiß schon, die sitzen jetzt da und denken sich, die sagen kein Wort über uns, diese Hallo, wir haben eine minderjährige Zuhörer, Wortwahl. Ich piepst es aus. Der Guide war dabei, Franzi war dabei, die haben uns auch die ganzen Tage begleitet. Und uns auch unterstützt bei den Interviews und so. Die haben, Richtig. ja, oder auch mal uns einen Ringer geholt, fürs massiert, Glatzen rasiert. Ja, Eier massiert und rasiert. Na, vielen Dank an dieser Stelle. Bussi. Ja, ihr seid die Besten. Und der Dönermann der war nämlich Lebensretter in der Nacht. Der Dönermann war Wahnsinn. Der hat zweimal das Leben geredet. Ja, da habe ich das erste Mal einen vegetarischen Döner mit Hähnchen gesehen. Ja. Kade. Gar nicht, der ist mit Fleisch, das ist mir scheißegal. Ich hab doch einfach nur Hunger gehabt, lass mich doch einfach in Ruhe. Da hat er geschaut. Ja. Lass mich doch einfach in Ruhe, es war aber köstlich. Ja. Und natürlich auch Grüße dann an Christoph, der auch wieder dabei war, an Michael, der uns dann noch besucht hat am Samstag, Dominik, Idiot, auch wieder schön gewesen, der Chris, der alte Artwork-Gestalter, der Tobi. Der Tobi von Filmtoast. Ja, ich glaube, an alle, die wir vergessen haben, es tut uns leid, aber wenn wir euch vergessen haben, dann seid uns halt in den Kopf bleiben. Ihr unwichtigen Spacken. Okay. Ja, was möchtest du denn sagen? Also es war uns ja wieder eine Ehre, Medienpartner zu sein vom besten Festival der Welt. Und, was tun jetzt das restliche Jahr? Ich habe jetzt die ganze Zeit mich jetzt aufs Hardline gefreut, was tun jetzt den Rest? Dann freuen wir uns jetzt halt aufs Fright Nights als nächstes. Genau. Dann aufs Shivers. Ja. Und dann im November noch aufs Weird Weekender. Ole, das wollte ich hören. Also Ja, Leute, Wahnsinn. dort sich diese Termine mal vormerken und vielleicht sagt man den ein oder anderen. Sollte Ja, man, ja. So Sollte schaut's man. aus. Und ihr wisst ja, was da immer das Motto ist, sobald ihr uns sagt, gebt uns erstmal Bier aus, dann reden wir vielleicht bei euch. Genau. Richtig. Und je mehr der Bier, umso berührungsintensiver wird's mit uns. Das dürft ihr euch auch merken. Auf jeden Fall. Also nochmal vielen Dank an dieser Stelle für ein super tolles, langes Wochenende. Wir sehen Und uns die- spätestens zur Klassenfahrt, Freunde. Da wäre so ein Hardline-Team wie Potato You. Ja. Richtig, Bussi, überall hin, wo es wollt. Ja.
Ich hab das verdient. Beidseitiges Einverständnis ist wichtig. Ja. Zumindest wenn beide Teile wach sind. Dann danke jetzt mal für dieses tolle Review. Sehr gerne. Und da bleibt nicht viel zum Sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Hardline. Haben wir das jetzt schon gehabt? Von Regensburg auf alle Fälle. Das haben wir auch gehabt. Boah, lecker, lauter Wiederholungstäter. Ja, oh mein Gott. Aber für das bin ich bekannt. Macht es gut, Dankeschön, es war zauberhaft. Ja, Servus und habe Dere. Baba.